So Leute, wir sind endlich auf die Insel angelangt und jetzt ganz schnell noch... das war knapp, wir waren der Saft ausgegangen. Ja, man sollte halt doch nicht zu lange warten, wenn man auf der Insel ist, weil sonst hat das Yoshi nicht so gerne, wa? Ich hätte noch... Okay, jetzt spritzt irgendwie nur noch Wasser. Na egal. Danke Yoshi für die Hilfe. Und ciao Yoshi. Hat trotzdem lange gedauert, bis er wieder hier drauf war. Gefühlt 5000 Versuche. Aber jetzt endlich rein in die Röhre. Zurück in alte Gefilde. Wenn man so will. Und wir haben genug Leben, das ist schon mal sehr gut. Totenkopfsymbole. Ja, gut. Wir wissen ja, runterfallen und so ist doof, dann startet er neu. Meine Hoffnung ist ja, man soll angeblich hier um den Rand gehen können mit Mario. Oh Mann. Das wird lustig, Freunde, das wird lustig. Wie viele Versuche wir genau brauchen, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe aber 25 Leben reichen. Weil wir haben es schon mal gesehen, ich bin nicht gut darin. Ich würde sagen, fährt er überhaupt? Okay, einfach passt. Ist aber nicht wirklich wild. Ja, okay, aber eigentlich lief es gar nicht mal so schlecht. Wir wissen ja, da muss ich jetzt einfach springen irgendwie, da muss ich irgendwie hinkriegen, wie auch immer. Aber haben wir jetzt einen Anfang? Haben wir eigentlich relativ gut gemeistert. Kleine Münze haben wir verpasst, ja, da ist klar. Aber ansonsten... Die Frage, ob er da einfach ein bisschen schneller spritzen sollte. Oder was? Was man mal versuchen könnte, ist dagegen. Die falsche Taste. Nein, es war die falsche Taste. Ja, das hier wäre die richtige. Okay, gut. Aber immerhin, wenn das Blatt irgendwo dagegen kommt, dann ist es nicht so, dass es direkt irgendwie wegbeamt vom Fenster. Das ist schon mal sehr vom Vorteil. Also nicht so wie bei der Bowser Mission oder so. Beziehungsweise Mountain Corona, so heißt es ja. Ja. Wenn ich ja eigentlich sogar dagegen spritzen kann, warum soll das großartig schwierig sein? Also ich meine, klar, ein bisschen... Nein! Oh, bin ich doof. Schwierigkeiten schon, das ist klar. Kann sogar gegen den... Ach so! Das geht ja auch. Ernsthaft? Was? Das Blatt verschwindet doch mit der Zeit. Oh, ist das fies. Die fragen natürlich jetzt, warum? Weil ich zu oft drauf war oder weil ich halt doch irgendwann... Naja, weil es halt kaputt ging. Ich habe gar nicht drauf geachtet, Leute, ganz ehrlich. Ja, wir sehen sie gleich. Ernsthaft? Ich glaube, es kriegt Risse, wa? Ja, doch, ich glaube, es kriegt Risse. Wie gesagt, wir haben genug Leben. Ja, es kriegt Risse, okay. War das jetzt 4-mal, wo ich dagegen getoucht bin oder so? Okay, aber eigentlich, sage jetzt mal, bis auf den letzten Point, sage jetzt mal, also doch, und zweitletzten halt, wo es ein bisschen tricky ist, weil er da halt springen muss. Wobei,
Ja gut, wenn das Blatt natürlich nicht halten kann, dann ist ein bisschen doof. Nein! Nein, 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 nein. Oh, warte mal. Was kriegt ihr auch so Risse? Hm. Da ist es getäuscht. Ich glaube schon, war. Da kann ja sein, dass das Blatt trotzdem Risse bekommt. Nee, nee. Nein! Ah, Mann! Mario bleibt doch einfach. Das will ich aber ganz genau wissen. Geht das Blatt echt kaputt auch mit der Zeit? Ja, okay. Es geht auch mit der Zeit kaputt. Das heißt, entweder einen perfekten Durchgang, wo ich eben die Geschwindigkeit steuern kann. Oder wir gehen einfach wieder zurück, wenn das möglich ist. Ich weiß, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob das echt so ohne weiteres möglich ist. Ob das Platten wieder neu spawnt oder so. Das kann ich echt nicht sagen. Na gut, komm. Scheiß drauf. Hä? Bin ich jetzt plötzlich gestoppt? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Dass ich hier allerdings rüber muss, das verstehe ich schon. So. Jetzt die Frage, spawnt davon echt ein neues Blatt oder nicht? Das ist eine Gratwanderung, hey, ganz ehrlich. Ich bin sowieso nicht gut in sowas. Deswegen tut's mir leid. Es ist trotzdem irgendwie noch keine Spannung dabei, ist trotzdem ein bisschen Unterhaltung dabei. Ich wollte gerne nochmal ein bisschen nach rechts. Ah, Mann. Aber sonst mal das Leben mitnehmen, wäre nicht so eine schlechte Idee, ganz ehrlich. Gut. Ich glaube, wir werden sowieso ein bisschen schneiden, sollte es überhand nehmen mit den Versuchen. Nein! Vor allem das Problem ist, ich bewege mich wirklich nur ein bisschen. Aber die Steuerung hier, ich weiß auch nicht. Du kannst ja ein bisschen bewegen. So, doch, so ein bisschen geht. Ein bisschen mehr, zack. Hat er schon eine riesen Bewegung. Naja. Andererseits auch hier wieder Learning by Doing. Nein. Nein, 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 Moment. Die Zeit müsste jetzt noch eigentlich drin liegen. Verdammt. Nein, ich spritze immer im falschen Moment. Beziehungsweise ich spritze immer, bevor ich überhaupt... Na super. Kann man jetzt hier extra langsam oder was? Okay, jetzt reicht's mir langsam.
Das wäre eigentlich der perfekte Run gewesen, sag ich jetzt mal. Weil ganz ehrlich, theoretisch bis dahin rüberspringen und dann wieder elegant zurück. Muss eigentlich nur bis hier. Ja, aber das geht nicht. Oder dann müsste ich die Münze erst wirklich später holen. Das Problem ist, ich habe eigentlich, sobald ich die Münze hatte, zurückgelenkt, aber irgendwie bist du halt immer noch in dem Modus drin, wo die Insignien erscheinen. Dann hast du natürlich keine Chance. Weil in dem Modus sagt man sich sofort, aha, nach vorne, okay. Was? Warum? Oh Mann, oh. Hä? Wie geht denn das? So. Okay, das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Wie sowas denn möglich ist. Das Leben durch und so. Hä? Nein, okay, da bin ich jetzt selber schuld. Also am falschen Zeitpunkt geblockt und so. Hä? Ich gehe durch das Leben durch? Schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Ich darf das... Es ist... Ich hasse das Level. Das ist, glaube ich, das schlimmste Level von allen. Und jetzt, auch jetzt wieder bin ich irgendwie durch das ganze Ding durchgeglitscht. Nein, 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 nein. Bleib doch mal stehen, du verdammtes Blatt. Hey, ich will zurückfahren. Seht ihr, ich komme da nicht lang. Nee. Der Pilz will einfach nicht. Das bringt natürlich auch nicht, wenn das Blatt kaputt geht. Also die Zeit reicht leider nicht zum irgendwie großartig halten und so. Das Leben kann man auch nicht einsammeln. Ganz ehrlich, das Level ist scheiße. Sorry. Am Rand zurücklaufen und so. Ja, sicher. Sehe ich aus, hätte ich die Geduld dafür? Ich wollte in dem Moment springen. Ich kotze im Strahl. Ich werde all mein Leben hier verlieren. Verwette ich mit euch. Das wird nicht funktionieren. Es ist zum Kotzen.
Und schon wieder nur ein bisschen gelatscht. Und warum muss es irgendwie Wasser sein, was eigentlich direkt killt und so? Was soll der Mist? Oh. Ach, ich wünschte, ich würde irgendwie auf dem Gamecube-Emulator spielen. Könnte ich einfach resetten und fertig. Also Save States nutzen und so. Wenn du unbedingt für die einzelnen Insignien, beziehungsweise die einzelnen Münzen werden doch zu faul dafür. Jetzt kommt da gar nichts mehr. Was ist denn mit diesem Leben los? Wo ist denn das? Ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, ich gehe durch das Leben durch. Und wohlgemerkt, dass wir in 25 Leben hier rein. Nee, es wird nicht funktionieren, Leute. Und ich habe ein bisschen ein Déjà-vu. Weil ich habe noch eigentlich so ein Super Mario Galaxy 2 Let's Play. Theoretisch immer noch offen. Weil ich damals ein Let's Play Together mit Kai ist. Aber immer noch nicht abgeschlossen haben. Seit Jahren nicht. Einfach nur aus dem beschissenen Grund. Wegen dem letzten Stern, also dem 240er. Hä? Okay, jetzt geht's. Also verarschen. Nein! Wisst ihr, was jetzt das Problem war? Ich bin sonst zu früh auf die Düse gewechselt. Die Schwebedüse. Ich wollte eigentlich noch ganz normal so in die Richtung zu kontrollieren, weil es war doch eigentlich schon perfekt. Okay. Aber immerhin wieder so weit geschafft, das hatten wir ja schon einmal. Okay, was das jetzt war, kein Plan. Kann es, dass die Geschwindigkeit vom Wasser unterschiedlich ist? Nein, komm schon, ich muss zurück zum Leben. Ah, keine Chance. Da kann ich schon mal ein Ding hier üben. Ja, irgendwie müsste ich dann so zur Münze und dann hochspringen, wa? Und wenn natürlich in der Richtung liegen würde von der letzten Münze, wäre es ja kein Problem, einfach springen und dann gucken wir wieder auf dem Blatt Land und fertig ist die Chose. Ich glaube, das Ding ist einfach zu stark. Schon wieder durch den Pilz durch. Versteht, was er will. Jetzt klappt sowieso nichts mehr. Ne, jetzt ist einfach alles am Arsch. Mal probieren, ob das funktioniert mit dem Landen. Ja, das wird funktionieren. Dem ist natürlich auch nicht genug irgendwie endlos Wasser. Wobei für das bisschen müsste es eigentlich immer gut reichen, denke ich jetzt mal. Und abgerutscht. Ja, das wird ein Fiasko. Ich sehe es kommen. Eine schönen 25 Leben, alle am Arsch. Ja, wieso muss ich jetzt ausgerechnet... Es war ja auch dumm von mir, muss ich ja auch zugeben, jetzt ausgerechnet diesen Stern zum Schluss machen zu wollen. Weil es konnte nicht funktionieren. Und selbst wenn ich es jetzt schaffen würde, hätte ich nachher so einen Frust. Mario, was machst du da? Jetzt hält er sich fest. Wann habe ich Mario gesagt, er soll sich da festhalten? Okay, guck mal, ob da echt ein neues Blatt kommen würde. Hä?
Okay, es kommt -1. Also der Trick theoretisch würde funktionieren. Obwohl ich ganz ehrlich zugeben muss, ich würde es keinem empfehlen. Oh Mann. Außer natürlich ist es dann relativ früh, so wie ich es jetzt gerade war. Oh Mann, ey. Schon wieder durch? Oh mein fucking Gott. Oh, mein armes Herz, ey. Mein Herz, meine Nerven. Kein Plan, wie viel davon, von all den Versuchen. Ihr seht, wie viel ich davon cutten werde. Ich habe keinen Plan. Ich kann nur sagen, dass er jetzt echt... Ihr seht sie, noch 7 Leben. Wie viel bin ich gestartet? 25. Oh Mann. Egal, gespeichert. Ich mache das Teil nie wieder. Selbst wenn ich Super Mario Sunshine noch mal ein paar Mal zocken sollte, habe ich es vorhin schon mal überlegt, von wegen, ne, nochmal auf Slot B, C und so nochmal anfangen, weil zwar gewisse Dinge davor nicht wusstest, das mache ich nie wieder. Nee. Aber jetzt mal 120 Insignie. Tja, Freunde, alle blauen Münzen, alle Insignien, mehr gibt's nicht. Mehr kann es nicht geben. Da gehen wir mal ganz kurz gespeichert. Ja, nochmal ganz kurz gucken. Spiel fortsetzen. Nö. Ja, man sieht sogar ein schönes Sonnensymbol. Wir haben 100% gemeistert. Was jetzt aber natürlich fehlt, ist die eigentlich, glaube ich, nochmal eine andere Abschlusssequenz geben, wenn man Bowser jetzt besiegt. Das heißt, machen wir natürlich auch direkt, aber den Weg dahin schneide ich mal wieder, weil, ja, muss auch da wieder ein bisschen navigieren und so. Bla bla, bis ich bei Bowser bin. Und ganz ehrlich, wir kennen das alles bereits. Bowser besiegen ist auch relativ schnell gemacht. Also, wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, Freunde, da sind wir wieder, kurz vor Bowser. Und ich würde sagen, let's go! How dare you disturb my family vacation? Ich finde es immer noch so geil, wie Bowser hier einfach eine Synchro hat. Wie geil. Natürlich nicht nur er, auch Peach und so, klar. Aber was hat man sonst, kennt man so eigentlich nicht. Da ist eben ein bisschen speziell dran. So. Mario, schnell! Na Bowser, was geht ab? Ah, weiß ich. Nur Spaß dabei war. Oh, Mamma Mia! Nein! Oh, Mamma Mia! Nein, Mamma Mia! Mamma Mia, Mamma Mia. Das war leicht creepy. So. Bowser, Bowser. Du bist der große König Bowser, König der Koopas. Mir scheißegal, mach ich jetzt platt. So. Na, wie gefällt dir das, Bowser,
Ich elegant vor die abhauen. Beziehungsweise antäuschen. Und Arschbombe! What the hell? Ich bin durch die Dinger durchgeglitscht, das geht? Krasse Scheiße. Hey Bowser, na was geht? Okay, das war mal neu. Andererseits, wie viel Pech kann man haben? Na Bowser, nö, dann geh halt da lang. Wenn du hier unbedingt Feuer speien willst. Ist gar kein Ding, mein Alter. Spielt immer in die falsche Richtung. Ja. Nicht mein Problem. Und Arschbombe! Boom! So. Mal schnell da runter. Peach hat noch mit ihrer scheiß Ente. Mama Peach. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Da entlang, Bowser. Was macht das Bowser da? Wie fies, er wartet einfach ab, was wir da machen. Gut, ich würde es an der Stelle genauso tun. Okay. Immerhin ist er konsequent, wenn er sich mal für eine Richtung entschieden hat, dann macht er es auch so. So. Was würde ich eigentlich machen, wenn ich jetzt mal angenommen hier gar kein Wasser mehr hätte? Aus irgendwelchen ominösen Gründen auch immer. Alter, wie er mich fast gebraten hätte. So, Freunde. War schön mit all dem Fails. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Mario, was I assist Mario, look. Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. The vacation starts now. Ja, das würde ich auch sagen, Freunde. Mario hat jetzt definitiv Urlaub zu unserem Kanal für die nächste Zeit. Das war es also endgültig. Super Mario Sunshine so 100% durchgespielt mit allen blauen Münzen, mit allen Insignien, mit allen Geheimnissen. Und hier und dann noch ein paar Tricks und so, oder Tipps wohl eher, nicht unbedingt Tricks, aber vor allem Tipps, wie man gewisse Sachen anders machen könnte.
und auch besser machen können, als ich es getan habe. Und ja, mein Fazit jetzt, jetzt wo wir es 100% durchgespielt haben und sogar am Schluss einmal Pause platt gemacht haben. Ja, es lief jetzt nicht alles perfekt, klar, das hätte man besser machen können, aber hey, wie gesagt, das ist ja für mich blind, bzw. half-blind Let's Play. Nach all den Jahren und hat trotzdem riesen Spaß gemacht, auch wenn ich zum Teil ein bisschen frustriert war oder genervt war, aber das gibt es halt in jedem Spiel. Ich kann mich nicht an ein einziges Spiel erinnern, wo es sich Szenen gab, wo ich genervt war, sei es wegen der Steuerung, sei es wegen irgendwelchen Bugs oder so. Oder irgendwelchen Story-Elementen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, wie es hätte sein können, theoretisch. Aber hey. Ja, Super Mario Sunshine. Ich meine, klar, es ist ein Super Mario-Spiel. Wie immer, das gewohnte Prozedere, Rette Peach. Nur trotzdem ist es hier halt ein bisschen anders gewesen. Deswegen ist es halt trotz allem immer noch mein Lieblings-3D-Mario-Teil. Ja, auch wenn, wie gesagt, es mittlerweile gewisse Dinge gibt, wo ich sagen muss, hey, muss es so viele blaue Münzen geben zum Sammeln? Muss die Steuerung zum Teil ein bisschen so fummelig sein, vor allem wenn man irgendwie balancieren will und so. Aber hey, ich meine, das Spiel ist im Jahr 2002. Doch, 2002. Das ist ja auch schon lange her. Angenehmen Resturlaub. Ja, danke Mario, das wünsche ich dir auch. Dir, Peach und Co. KG. Resturlaub. Ich wünschte, ich hätte Urlaub. Aber nee, ist ja nicht so. Möchtest du speichern? Ja, das möchte ich gerne tun. Ich habe alle Insignien gesammelt, das ist soweit korrekt. Nintendo präsentiert Super Mario Sunshine. Ja, der eigentliche Grund jetzt, wo man sagen könnte, hey, warum zum Henker soll das jetzt mein Lieblings-3D-Mario-Spiel sein? Es gibt ja auch viele, die irgendwie gesagt haben, ja, aber da kann sich Mario gar nicht auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen, er braucht irgendwie da den Dreck weg, um vieles zu machen. Das stimmt nur bedingt. Ich meine, einerseits kann Mario auch vieles ohne Dreck weg machen. Es gibt ja auch Missionen explizit, die er ohne ihn machen muss. Und andererseits, ganz ehrlich, wenn man danach geht, ich meine, es gibt auch Missionen, wo er Yoshi braucht, wo er Dreck weg überhaupt nicht zum Einsatz kommen, oder eben halt nur mit Yoshi. Und dann wiederum gibt es auch noch andere Missionen. Andere Missionen, andere Spieler. Man kann mal Super Mario 64. Was wäre in gewissen Welt gewesen ohne die verschiedenen Kappen? Titankappen, Flugkappe und so weiter und so fort. Und der Dreckweg ist eigentlich nichts anderes als eine Erweiterung dessen. Aber man dann halt permanent dabei hat, aber trotzdem ist es das gleiche Prozedere. Oder wie es mit Galaxy und Galaxy 2, wo es darum geht, dass er halt die Lumas braucht, oder Luma oder Luna? Regel Lumas. Die Lumas braucht, um halt, ja, zum Teil auch ein bisschen fliegen zu können, oder sich halt in Luft drehen zu können und so, solche Späßchen. Oder auch bei Odyssey, wo es halt darum geht, dass er, ja, eben auch die Gestalt anderer annehmen kann und so, indem er halt die Mütze wirft. Das ist halt, ja, halt eine Eigenheit von Super Mario Sunshine. Und der Grund, wieso mir Super Mario Sunshine trotz allem besser gefällt, als vor allem jetzt auch zum Beispiel Odyssey, ich finde, Sunshine ist halt doch um Welten schwieriger. Ein Odyssey hat mich deswegen doch zum Teil ein bisschen frustriert oder gelangweilt, weil es einfach zu einfach war. Jeder Ecke hast du irgendwie so einen scheiß Mond bekommen. Und hier musst du echt für deine 120 Sterne, musst du echt fighten oder Insignien. Klar, wie bereits erwähnt, das sind blaue Münzen, da ist ein bisschen übertrieben, dass es dann ab 40 geben muss und zum Teil denkt man sich so Insignien, die sind auch ein bisschen doof verteilt worden und so. Ja, aber eben auch ansonsten das Setting ist nicht irgendwie das Pilz Königreich, es ist was anderes, aber nicht total abgespaced, es ist einfach mal ein Urlaubsort, wo wir auch die Palmas mal treffen. Ich glaube, das war das erste Mal, wo sie im Mario-Franchise zum Einsatz kamen. Und ja, eben, eigentlich der eigentliche Hauptgrund, wieso ich Sunshine bis heute, oder vor allem auch heute noch mein Lieblings-3D Mario ist, es geht nicht immer auf die gleiche Art und Weise los. Nicht immer irgendwie so von wegen, du kommst mit Peach irgendwo an, oder du kommst ohne Peach irgendwo an, du gehst vielleicht zu Peach, und plötzlich, oh nein, Peach wurde entführt. Und du denkst so, super. Weil hier hast du echt lange Zeit keine Ahnung, wer eigentlich der Bösewicht ist. Also eine Art Doppelgänger von Mario, der ein bisschen anders aussieht. Ja, ich meine, du erfährst ja später, dass irgendwie Bowser Junior ist. Und erst dann entführt er überhaupt Peach. Und dann weißt du, okay, die sind da oben, im Corona Mountain, schön. Du musst erstmal dahin kommen, sprich erstmal alles freischalten, damit es überhaupt dahin geht. Du hast keine Ahnung, wie viel Insignien brauchst du, damit du dahin kommst, das musst du alles machen. Das musst du halt alles erst herausfinden, indem du halt die Welten durchmachst. Und eben auch, indem halt die Welt geflutet wird.
wenn Chrono Mountain zum ersten Mal aufgeht für uns, da ist auch so eine Sache. Und vor allem auch mit Bowser. Und du hast wirklich bis zum Endzeitpunkt keinen Schillers Bowser, der Endboss ist. Klar, der Kampf gegen Bowser ist hier sehr einfach, zu einfach eigentlich. Da hätte mir auch gehofft, auch mit mehreren Phasen der Düse. Sei es eben halt die Schwebedüse oder, sei es eben hier halt auch die Turbodüse. Oder sei es die Raketendüse, dass die mehr zum... Gut, die Raketendüse kommt zum Einsatz, ja. Aber ihr versteht, was ich meine, dass halt alle Düsen zum Einsatz kommen würden. Ja, hier und da hätte es vielleicht noch ein paar Schwachstellen, damit es für mich ein perfektes Mario wäre. Aber ganz ehrlich, wäre es das perfekte Mario, dann bräuchte er kein anderes Mario mehr. Insofern wäre ja auch nicht ganz so toll, wa? Was noch ein bisschen schade ist, dass mit Professor Eggit, dass der nicht jetzt so... Ja, präsent wurde. Man erfährt zwar, dass der Dreck weg und auch der Pinsel, den Bowser Jr. hat, von Professor Eggit stammen. Aber er selbst hat gar keinen Auftritt. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich zugeben. Aber hey, das ist dann doch wiederum Meckern auf hohem Niveau. So, bleibt denn sonst noch was zu sagen? Ich glaube eigentlich, wir düsen hier ganz kurz rum, werden einen endgültigen Fazit und hoffen natürlich auch auf eure Kommentare dazu. Für eure Meinungen, was ihr davon haltet, vom Super Mario Sunshine generell. Wenn ihr eben jetzt auch gezockt habt, sprich damals schon, als für die Nintendo GameCube rauskam. Jetzt hier mit dem Port, ist ja kein Remake, ist ein Port. Ja, also mit dem Port ist auch so eine Sache, war eben mit der Steuerung, dass man zum Teil halt irgendwie sagt, ja, einen rückwärts halten so, das geht nicht. Ja, und dann hat man später halt GameCube-Steuerung doch noch integriert, oder zumindest den Controller integriert. Aber wiederum ist halt dann, ja, gewisse Funktionen innerhalb der Rückwärtshaltung ein bisschen anders geworden. Zum Teil zwar auch besser, weil irgendwie, dass man da so eine sprunghafte, kann man so sagen, sprunghaften Sprung macht. Das klingt mir so doof. Einen explosivhaften Sprung, sagen wir es mal so. Hat ja auch durchaus was für sich. Ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, das ist total doof gemacht. Nee, hat durchaus auch was für sich. Und ja, bevor ich es vergesse, ist ja wirklich mal Zeit. Mario, du hast einen Urlaub verdient. Dankeschön, Kumpel. Spiel kann man nicht mehr benötigt. Okay, da Mario benötigt sie mal. Ich lege mich hier mit Mario in den Schatten. Und sage in diesem Sinne, Mario, danke, dass ich dich zocken durfte. Wieder einmal in so einem Abenteuer. Bin gespannt, wenn wir das nächste Mario-Abenteuer dann angehen werden, ob es mit einem neuen Spiel sein wird. In der Mario-Reihe. Könnte ja auch ein neuer Ableger auf der Switch werden. Oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwie mal sonst in einem anderen Spiel, also mit Luigi so mal einen neuen Auftritt bekommt. Das könnte ja auch sein. Geht ja auch diverse Reihen von und zu mit den beiden Brothers. Und sonst würde ich mal sagen, vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Und euch natürlich auch noch eine angenehme Zeit. Mario legt sich jetzt hin, er hat es verdient, wortwörtlich. Und ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Zurück bei irgendeinem Spiel der Super Mario Reihe. Ciao zusammen.